So schön. What kind of crazy are you? Es ist Sonntag. Willkommen in Trieste. Und wenn du zum ersten Mal da bist, das ist Claudia, meine wunderschöne Frau, und ich bin der Colin, der Glück hat, dass... Willkommen! Ja, wir sind jetzt gerade dran, es ist Sonntag. Und ja, wir können ja nicht viel zusammen. Und wenn wir aber zusammen machen, machen wir gute Sachen. Und jetzt sind wir gerade dran. Das ist ein Kiwi, der seit November 22 da ist. Ja, 22, November 22. Und also der ist gut verwurzelt, definitiv. Der lebt noch und sprießt noch. Aber ist noch nie wirklich aufgewachsen. Jetzt kommt er auch ein Gitter über, zum Schützen, damit es nicht gefressen wird. Aber auch, damit es da rein verwachsen kann, damit es den Gitter kann nehmen als Klettergerüst. So ist es. Kiwi-Busch gibt es da. Everybody's crazy, just a little crazy. Nobody is normal. What kind of crazy are you? Uns ist der Haken ausgegangen, also das Gitter, also ausgegangen. Das, was wir aufgetragen haben, haben wir schon verbaut mit dem Kiwi und der Teil. Ja. Everybody's crazy, just a little crazy. Now you know you're crazy. Well, what you gonna do? Ja, dann jetzt hier vorbereiten und muss ich halt morgen. Oder kommen wir noch mal? Ja, dann gehst du jetzt dann, gell, Claudia? Wir schauen mal, was für Zeit es ist. Gut, also. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? In dem Sinne ist es im Design nicht vorgesehen, dass es ein Bänkchen oberhalb vom Waterloo gibt. Aber jetzt, wo es ein Bänkchen oberhalb vom Waterloo gibt, nehmen wir es. Gell, Claudia? Auf jeden Fall. You. So, heute Morgen habe ich entschieden, ich will meine Kompostanlage ein bisschen intensifizieren, weil ich brauche jetzt bald viel Kompost. Und deswegen tue ich es jetzt breiter machen und Flächen, und damit ich von da hinten von vorne wieder zurück kann nehmen und alles wieder nochmal durcheinander mischen und intensifizieren, nochmal heiß bringen, nass machen, genau, damit es eben mehr gibt, schneller. What kind of crazy are you? Ich versuche es mal auf Anfang. Wie die alles am Firmen und Schicht für Schicht wieder am Befürchten, nicht so richtig nass ist. Jetzt biege ich da nochmal drauf und mache es nochmal flach. Und am Schluss ist alles etwa nur bis dahin. Und dann ist das wieder alles voll heftig aktiviert. Und ich gehe davon aus, dass alles wieder heiß wird und der Verrottungsprozess wieder okay einen Boost gibt. Genau. What kind of crazy are you? Gesagt, getan. Jetzt noch eine. What kind of crazy are you? Gar nicht mehr so viel Kompost. Immer noch gleich viel. Haha. Ja, genau. So sieht das aus. Ja. Get all wonky, acting like a monkey. Just gotta keep it funky. You might come up with something. So sieht es fertig aus. Der Wind ist brutal heute. Wirklich brutal. Aber ja, es ist schon einiges weniger. Also kleinere Fläche. Aber wir hoffen es. Es ist eben schon so, ich sehe schon viel mehr als was ist, natürlich.
weil ich muss es ja noch gestalten. Und deswegen habe ich jetzt noch das Trimmen dabei, weil es geht wirklich Ringe zum Umgraben ohne Gestrüpp am Boden. Aber was ich stehen lassen, ist da und den Rest nehme ich weg. Weil, ja, sieht dann schon anders aus, wenn es fertig ist. Damit wir darüber geredet haben, aber ihr seht auf dem Video wahrscheinlich nicht viel. Ich habe nur dort zugeschnitten, wo ich graben. Genau, könnt ihr schon erraten, was es da gibt. Da hat es ja schon eins, das zweites, dann das drittes. So, nimmt schon vor mir. Das ist keine Terrasse. Nein, das geht viel tiefgründiger als eine Terrasse. Einfach mal ein Loch. Sehen Sie die Ähnlichkeit? Da wäre Nummer 3. So, jetzt sehen wir es ganz klar, oder? 1, 2, 3. Da wird man es eines Tages nicht sehen, wie da wird es eine Hecke geben. Da, was schon so wild wächst, will ich so weiter unterstützen. In Form von einer Hecke. Das gibt einen Überlauf dort rein. Gibt es einen Überlauf zu dem. Und eigentlich will ich mit dem nachher um den Berg wieder zurück. Wobei, da unten lacht es mich auch noch an. Dort vielleicht dann eins. Aber, geht nicht. Weg arbeiten ist schon herrlich. Jetzt auch wieder so ein super Gespräch. Das ist, glaube ich, jetzt sogar eine Stunde sind wir am Schwätzen gewesen. Jetzt sind wir noch zum Haus rauf. Und ja, es ist ja so. Eigentlich wollte ich den Metzger anrufen und Madeleine zum Metzger bringen. Madeleine ist nicht so ganz so gut und ist nicht so sauber nach dem Totgeburt. Ja, und am Mittwoch wäre Metzger. Jetzt aber, mit ihr, die ich geredet habe, haben wir geredet. Das sind Madeleine und so. Und sie so, nein, ich will sie retten. Ich so, ja, Gnadenhof kann ich nicht sein, kann es mir nicht leisten. Habe ich gesagt, wenn du den Tierarztkosten zahlst und das Essen kostet jedes Jahr, dann lebt Madeleine in Triest den Rest des Lebens bis zum natürlichen Tod, ohne müssen irgendwelche Geld zu generieren. Das hier wird ja schon zahlt. Ich kann es mir nicht leisten. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was der Toni sagt. Ob er sich sterilisieren wird, weil das ist natürlich das erste Mal, dass so etwas angefragt worden ist. Weil es nicht gang und gäbe. Aber ja, wir sind es, probieren wir es aus. So gut. Schaut mal. Stella hat ein kleines, herziges Mädchen auf die Art gebracht.
Heute Morgen. Sie ist immer noch am Putzen. Gell, Stella? Hast du gut gemacht. If you think bigger Das is kleines better, Mädchen then you might wanna hat ein think weißes Pünktchen auf dem again. Kopf. Sie ist ein Einhorn. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Did you know the world around us? Also da ich heute Morgen im Tal war, habe ich entschieden, ich mache etwas Gemütliches jetzt bei Mittag. Und zwar habe ich jetzt auf dem Ankersee Terrasse Bete mal die Mulch weggeputzt und gejätet. Und jetzt das Gejät lasse ich aber auch liegen, mische mit dem Mulch, es soll doch wieder da bleiben und wiederverwertet werden, weil ich bin am Aufbauen. Das ist das Wichtigste und hauptsächlich mehrjähriges. Also, auch wenn es wieder wächst, dann jätet es wieder, aber so gibt es Kreislauf, es muss da bleiben. Ja, und dann tue ich jetzt mit dem Kompost nochmal nachfüllen und schön decken zum Düngern und weiter aufbauen. Ich habe auch schon 2, 3 Würmer gesehen, herrlich. Aber ja, da habe ich schon und da mache ich jetzt weiter. It's much more than one big thing. It's a lot of little things joined up together that make me wanna. Also klar, das ist noch leer, jetzt kommen dann Gemüse rein. Also was auch immer noch dazu kommt, aber jetzt wird es gemulcht. Und ich weiss, es ist jetzt gejätet, es ist düngert und wenn ich etwas setze, hat sicher schon genug Erde. Wird aber sicher noch mehr Erde dazu bringen. Einfach so. Auffüllen muss es, organische Material. Aber so, jetzt mache ich zu. Und ja, dann gehe ich ganz gut essen. Appreciate the small Ja, so jetzt Abend so richtig bewässern. Jetzt so richtig nass wird wieder, weil es ist schon wieder recht trocken. Aber dann dort zum Mulch. Ja, und ich denke, wenn ich dann alles bepflanzt habe, gut, das wird ja fortlaufend immer wieder bepflanzt, dann ist auch immer wieder Mulchen. Alles kommt gut. Aber das Ziel ist eben, wie gesagt, mehrjährig. Beeren, Büschli, Sträucher, oben durch oberste Reihe Bäume. small things. Appreciate the small. Hey, so schön! Also bis jetzt ist ja sowieso schön, die ganze Woche schon. Und ich denke, ja. Und jetzt hat mir gerade mein Nachbar angerufen, am Freitag wird der Wassertränke geflickt. Ich sage nur danke vielmals. Am Freitag wird es geflickt, das heisst der Abfluss, wow, das wird geflickt, das ist ja sicher etwas Lässiges. So gut, danke vielmals, vielen Dank für das, dass es auf die Prioritäten aufgerutscht ist, wie auch immer. Ich bin dankbar und will gar nicht mehr wissen. So gut. Und ja, das Einzige ist, was jetzt ist, es läuft Wasser, aber das ist Grundwasser. Das ist wirklich nichts von mir. Ich habe seitdem mit dem Vorfall keine Bewässerung mehr laufen lassen, in irgendeiner Form. Sondern die Natur macht es von allein. So wie die Geburt von Stella heute Morgen. Ich habe immer noch keinen Namen. Aber mit ihrem Krönchen habe ich glaube schon eben das Gefühl, sie ist eine Königin. Aber gell, als Engländer hat so viele Königinnen zur Auswahl. Ist die Frage, wer ich nehme. Aber ich habe das Gefühl, Mary. Ja, mal schauen. Ich will mit Claudia besprechen. Was hast du vorgestellt? Appreciate the small things. The small things. Appreciate them all. Da sitzen, zuschauen, wie die Bäume wachsen. Alle Insekten rundherum. Grosses Kino. Ich habe viele Insekten gesehen, die ich noch gar nie gesehen habe. So einen grau-gelben, so einen langen. Mal schauen. Das hast du vorne gesehen, durchrennen. Oh, da jetzt ist ein schwarz-orange. So viele verschiedene. Und Marienkäfer und so viel. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all. It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. From all the tiny
Jetzt habe ich wieder Energie gefunden. Und raus, die Hunde können raus. Es ist schon 4:30. Jetzt habe ich hier die 2 Rohre dabei, um die 3 Löcher miteinander zu verbinden als Überlauf. Damit es nicht über Land, sondern von Loch zu Loch fließt. Wenn es Wasser hat. Also ich tue nicht Wasser reinfließen lassen, sondern das fängt einfach natürlich. Und damit es dann eines Tages, weißt du, einfach damit es drin ist das. Einfach damit es drin ist. The small things, appreciate the small. Ich bedenkt, der hat einen Geschwindigkeitshügel, so dass du nicht schnell kannst fahren. Ja. Und sonst, das trappelt sich schon auch tiefer. Aber ja, so ist es verbunden. Sehr schön. Da muss ich noch ein bisschen basteln und dann da vorbei. Just appreciate the small things. Also wir haben entschieden, sie heisst Tüpfli, weil sie ja das weiße Pünktchen auf dem Kopf hat. Mal schauen. Oh, sorry. Eben, sie heisst Tüpfli, weil sie das weiße Pünktchen auf dem Kopf hat. Und sie ist schon auf der Weide mit anderen Schafen. Und der Leo freut sich, Tüpfli mit dir zu spielen. Ja, er kommt immer wieder schauen und probiert es. The small things, appreciate them all. So gut, jetzt habe ich noch wirklich einfach noch einen Huber bekommen ab nächsten Dienstag für 2 Wochen. So gut, ein Zürcher, haha, sehr geil, sehr geil. Nächste Woche, also gerade wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt, weil nächste Woche geht es schon wieder weiter und so sind wir das 2. Und Claudia ist dann auch noch wieder rum und dann sind wir das 3. und dann los und dann nächste Woche ist ja, hey, Jane in Flames, ich bin jetzt gerade am Werbung machen. Ich sage euch, kommen in der ersten Wein am 12. April spätestens. Haha, der Philipp und ich, wir richten alles ein. So, jetzt ist Mittwochmorgen. Da muss ich noch ein bisschen vom Weg rausnehmen. Habe ich gesehen gestern Abend ein bisschen Details am Weg. Und ja, ich habe noch viel von da, Haag, Streichecken, nochmal ein Beet, nochmal ein Beet, Terrasse da, irgendetwas. Genau, aber zuerst der Weg. So, der Weg ausgeschnitten ist, jetzt ausschaufeln. Also das heisst, alles was von da ist, kommt da rüber. Zum da entlang machen, Wasser stauen. Die Esel sind dabei. Sie lieben es und streiten sogar darum um die frischen Wurzeln. Also ja, mache ich ihnen auch etwas Gutes, indem sie umgraben, weil sie Wurzeln fressen können. Gleichzeitig tun sie mal alles wegpressen. Es ist ja ein Weg, eine Straße. Das ist perfekt, herrlich. Danke vielmals, ihr drei. Schön geht's euch. I love carrots in the morning. Wenn Visionen zur Realität werden, ist die Kreation vollgangen. Der Tag noch nicht fertig, aber wow, ist das schön. Fast so schön wie Breeze. Aber gell, Breeze? Es gibt selten so eine schöne wie dich. Ha! I love carrots in the eve. So, da muss da ein bisschen raus. Und dann sehen wir da, da gibt es eine Terrasse, also einen Gartensitzplatz, der flach ist. Da und da rauf geht es zum Haus. Das heisst, da muss es wie so eine Schnittstelle geben, eine Kreuzung. Und jetzt ist aber noch alles nachher so. Also muss ich da am Stein entlang Flächen machen, Eingangsbereich. Ja, das ist die nächste Stufe. Der Wärme versagt. Er ist noch da reingekommen.
Das ist das letzte Stück. Und da gibt es nochmal eine Terrasse. Genau. Ja, das. Und dann ist definitiv Pause angesagt. Oder Mittag, es ist ja so. I love carrots. Schon noch lustig, auch wenn man den Tag so kann gestalten wie man will. Weil das I love carrots. die Tagesstruktur, das ist sowas von drin. Ha! Sowas von drin. Schau mal, wie schön! Ja, ich sage, ich habe so Freude. Ich habe so Freude. Es ist so eine Freude, die Vision zur Kreation umzuwandeln. Wieder wird es konkret, wieder wird es echt. Und es ist so schön, die Fantasie echt zu sehen. Ich kann mir vorstellen, wie ein Schriftsteller, der sein Buch fertig geschrieben hat. Oder ein Computergame programmieren, wo das Game dann... So schön! So schön! Strenger strenger Chef. Man muss eben schon streng sein. Ja. Viel Pause machen ist auch sehr schön, den ganzen Tag rumliegen und nichts machen. Mega nicht befriedigend. Also, ist mir lieber dran, weil schaut mal. From their roots to their leaves. Well, I love carrots that are homegrown. 'Cause they are oh so crunchy sweet. Well, I love carrots, but do you? Yeah, I love carrots. They're just so good to eat. So, aufräumen. Mittag. So ist es. Da. Ich habe mir 3 Bäume geschnitten. Die sind schon gefallen. Die hinten. Auf jeden Fall gibt es Pfosten, der steht dann da. Für den Eingang wieder aber ja. Schräge Sache. Nein, so geil. Also das Holz ist von der Natur aus so gegen raus. Das ist ziemlich gerade, geht leicht gegen raus. So vom Auge und vom Gefühl her habe ich einfach geschnitten und ja. Das ist ein bisschen tiefer als der andere, aber das ich tue ja beide noch abschneiden. So für die anständige Höhe, aber das gibt es da. Oh. Well, there's red carrots, yellow carrots, purple carrots, orange. Also, ist noch nicht richtig, ist noch nicht festgemacht oder so. Aber so wird es in etwa aussehen. Also es muss noch ein bisschen übergeschoben werden, mehr eingemietet. Aber ja, so wird es etwa aussehen. I find wild carrots when I'm going for a forage. Fresh baked, steamed, mashed or grated on my porridge. I love carrots. Well, I love carrots that are stumpy. So, es wird Zeit, dass Jeff frisches Gras neu bekommt und neue Weideland. Darum gibt es jetzt zu tun mehr. Aber ja, ihr merkt es in die andere Richtung. Ich will einfach dort an Marie Antoinette Terrasse will ich jetzt, wo so schön frisch gewachsen ist, einmal beweiden. Es sind ja neue Sämli dazugekommen, also alles ein bisschen zurückbeissen, was neu ist, damit das noch Neuere auch noch Chance hat zum Durchkommen. Genau. So ist es. Wachstum muss sein. Für das sind die Schäfe da, um es düngern und gleichzeitig werden sie gesund ernährt. Was schon ist passiert? Ja, das ist wirklich schon dicht und sehr divers, aber sein Zeug ist schon sehr dominant. Und es ist jetzt gut, wenn es zurückgefressen wird, weil eben, das hat ja ganz viele neue Sämli noch zusätzlich gegeben. Und das muss auch eine Chance geben, damit es richtig
vielfältig wird. You're my sweet potato, sweet potato, sweet potato. I wanna eat you later, eat you later, eat you later. You know guts, but under mud, you're unrelated. 'Cause you're my sweet potato. Also, dass ich die 3 Löcher da gemacht habe, kommt nicht von ungefähr. Weil ich weiss ganz genau, dass da Wasser fließt. Wenn es nass ist und regnet hat, sammelt es sich da vom Hang und kommt da durch. Darum hat es auch einen Wasserbaum. Und das gebe ich jetzt wieder frei und das mit den Steinen wieder so machen, dass es schön verlangsamt und ein richtiges Loch führt. Und ja, das ist da alles rausputzen, da rausputzen. Genau, das mache ich jetzt. Sind. Ich habe ja schon ein bisschen kalt gehabt, das hat mich jetzt wieder so ein bisschen zum Gras rausgezogen. Ja, wieder brauchen wieder. Dann ist es halt. Da muss ich noch Kosten setzen und dann mache ich da zu. Genau. Und eben, wie gesagt, da wächst ein Haufen Hasel, also lasse ich es da verwildern. Gibt es da im Wild Haselecke, wo man immer wieder ernten kann, Holz ernten und Nüsse ernten. Und ab dort Weide. Genau. Und dann, wenn da eine Zone ist, muss man schon wieder weniger zäunen. Theoretisch. Wenn da dann alles zu ist. Jessie war vorher da auf Besuch. Jessie kocht am 12. April. Und zwar macht sie feine Triester Cholera, also Cholera mit den Umständen, wie sie es hier oben machen kann. Also da gibt es einen eigenen Twist dazu. Zweierlei, kann man den ganzen Tag Cholera essen, das wird fein. Danke Jessie. Jessie, wenn ich gerade dran bin, hat ein wunderschönes Kochbuch. Kostgänger, Entschuldigung. Der Kostgänger, ein Kochbuch mit Walliser Rezept könnt ihr bei mir am Marktstand kaufen oder direkt bei ihr bestellen. Ich tue den Link in der Beschreibung rein. Aber hey, am 12. April ist sie da oben. Genau am Kochen für uns und für alle, die kommen. Jane in Flames, Gärtner, Freigärtner, der Christian, der Bergpoet und das Affensingen Oberwallis. Und habe ich euch schon gesagt, beim Affensingen Oberwallis singt Claudia mit. Also Claudia ist auch live und Conny tut das Ganze anleiten. Und so schön. Es wird richtig schön. Nächstes Wochenende, 12. April, kommt vorbei. Es würde mich so freuen. Sehr schön. Bis später. You're a ground cover, ground cover, ground cover. Mound lover, drought tougher. You're my sound brother. So, Freitagmorgen. Ich bin jetzt beim Kompost. Es ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich die Blachen wegnehme, wir haben da etwa 6 bis 10 Mäuse da in die Mauern rein. Die wohnen da rein. Perfekt Ort zum Wohnen, gerade neben dem Buffet. Ja. Ja, wo habe ich noch Hundescheiße und Asche und alles noch zum Reinmischen und ich mache jetzt das. Genau, bald kommt der Heli mit dem Material für die Wasserleitung. Ich bin so froh und so dankbar, dass die Wasserleitung jetzt geflickt wird. Das macht es aus, ich sage es euch. Und ja, es ist Freitag, das heisst, ich muss alles putzen, Grundreinigung machen und mich und bereit machen für den Markt und ja, darum machen wir mal weiter. Und heute Abend kommt Sophia und Sarah, Kollegen von der Sophia und Claudia und ja, herrlich. Morgen bin ich aber nicht da. Wir morgen gehen in eine Hochzeit. Der Simon heiratet. Ja, aber am Sonntag wieder zum Videoschneiden daheim. Oh ja, es ist so gut.
So. Strecke, keine Ideen. Und dann geht's los. For my supper, my little sweet potato, sweet potato. Yeah, sweet potato, sweet potato. Ich glaube, man sieht den Dampf, oder? Sweet potato, I wanna eat you later, eat you later, eat you later. You're my kind of dynamic accumulator, my little sweet. Da innen sieht es schon schön aus. Alles am Wachsen, sehr geil, sehr geil. Remember me, Earthworm Bill. I ate your lunch when you'd had your fill. Put it back in the ground, that is my skill. To help your garden grow. Kein Heu mehr. Es ist das letzte aufgebraucht und aufgeräumt. Ich lasse es jetzt offen. Ich habe es gestern Abend aufgemacht. Die Esel waren aber drin wegen dem Helikopter. Die können jetzt da habe ich die Blache verschoben, um die Placken abzudecken, damit die zurückgehen. Und ja, da können die Esel vor allem da hinten noch hier rauspicken. Und dann brauche ich es zum Mulchen. Wahrscheinlich die Herdäpfel dort oben. Und Terrassen. Und dann wieder sauber machen. Und dann wieder auslegen für die nächste Heli-Ladung, die bald einmal kommt. Weil am 12. brauchen wir ja noch Zeug, also braucht es bald ein Heli. Hey, I'm Earthworm Bill, Earthworm Bill. Remember me when you have a spill. Also zum Abschluss von einer guten Woche. Das ist ja gar nicht Mimi, das ist ja Janina. Zum Abschluss von einer guten Woche, eine Weltklasse-Woche. Danke vielmals. Da habe ich jetzt noch die wunderschöne Rechte mit der Sophia zusammen Schäfli scheren. Sie macht das ja so viel besser als ich. Ich sage euch, sie ist ein Naturtalentchen. Unsere Sophia. Janine findet es nicht so lässig, aber no, da muss sie durch. Also wir machen weiter. Janine ist frisch frisiert. Und ja, Janine ist auch nicht trächtig. Das ist ganz klar. Also da hat es gar keine Euter-Anzeichen. Also gehen wir davon aus, dass sie nicht trächtig ist. Aber dafür ist die ganze Weste schön. Super hat das Sophia gemacht. Ja, und da hat es überall jetzt Bullen. Jetzt suchen wir mal die nächste. Das ist alles Wolle. Zusammen Mimi und Janine gemacht. Und also Sophia hat es gemacht, ich habe es gehabt. Gut macht sie das. So viel gut besser. Ich bin schon am Lernen von ihr. Wirklich einfach schön. In der Zwischenzeit sind Sarah und Sophia allein am Scheren. Und ich habe Besuch von Angelo. Zahlen zusammen? Angelo ist wieder Besuch. Jetzt gehen wir den Kompost anschauen. Weißt du, die spannenden Sachen muss man zeigen. Definitiv. Just keep me damp and keep me cool. Leave me in the dark with your scraps for fuel. And I will be the sharpest tool to help your garden grow. Yeah, I'm Earthworm Bill. Hey, Earthworm Bill. I eat all day while I dig and till. Yeah, Earthworm Bill. Earthworm Bill. I help your garden grow. Wie sagt tschüss. Ja. Hey. So schöne Woche. So schön. Einfach wirklich. Danke vielmals. Fürs Schauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Teilen. Die Woche kann ich sagen, mit gutem Gewissen sagen, verteilen das Shit. Hey, sagen mal die positiven Vibes. Ich bin so dankbar, Universum, für die ganze Woche. Hey, kein Grund zum Motzen, nicht. Einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt noch zum Geschenk. Sie sind immer noch dran. And shove to help your garden grow.
Hey, ich bin ja schon beschenkt, dass du am Schauen bist. Hey, die Welt ist wirklich ein besserer Ort, weil es dich gibt. Schön gibt es dich. Mach weiter so. Mit voller Freude. Ich glaube, da ist irgendwo gerade der Visi an einem Video drehen. Sie sind an einem Video drehen. Ihr dürft, nachdem ich jetzt mit dem Video fertig bin, sein Video schneiden. Und schaut, der Thomas sitzt dran. Seht ihr das? Genau. Und ja, das gibt so unser Wochenvideo und bald einmal dann am Wie sie sein neue. Weil er ist ab 50 Lieder am Komponieren das Jahr, weil er 50 geworden ist. Und ja, geht mal schauen. Der Link und das Video vom letzten Woche von ihm ist jetzt eingeblendet. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Earthworm Bill, that's me, Earthworm Bill. I help your guy.